Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben gerade in der letzten Folge noch ein Gespenstchen besiegt und haben jetzt 900 Essenzen zusammen. Ich sage schon 700. 900 Essenzen zusammen und auch genug Geo, um in den Brunnen reinrühren. Und ich würde sagen, das wäre unser Hauptziel heute, dass wir jetzt uns auf den Weg machen, zurück in die ewigen Ruhestätten und danach dann noch schnell zum Brunnenli vorbeischauen. Dann let's go! Okay, das wird wieder mühsam. Wäre dumm gewesen. So, ja, egal. Egal. Ach! Mühsam! So. Ich komme immer genau ein bisschen zu früh los. Ich bin so dumm gerade. Oh mein Gott. So. Ein Mechanismus mit einem Spalt. Für eine Karte. Bankkarte einstecken. Jawohl. So, let's go. Das heisst für mich, ich glaube, ich muss genau einmal weitergehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Den leuchtenden Knopf drücken. Let's go. Ich glaube, einmal drücken sollte lange, wenn ich mich nicht täusche. Das sehe ich jetzt gerade. Wo sind wir jetzt genau? Jawohl, sollte genau lange. Würde ich sagen, dann gehen wir ganz kurz schon beim Brunnen vorbeischauen. Jetzt sollte es vom Geo her nämlich lange, dass wir genug zusammen haben für den Brunnen. Sollte gerade da sein. Betrachten! Ein wahrer Diener gibt alles für sein Königreich. Möge der bleiche König von Heilsnecht dich von deiner Last befreien. Alles Geo in den Brunnen werfen, let's go! Es sind ja nur 1000 gewesen. Nein, okay. Nice! Also dann hat uns das einfach noch das letzte Stückchen gegeben. Jetzt haben wir 3 Seelengefäße mehr. Trophäe erhalten, Weltenseele. Ich behaupte, in dem Fall haben wir alle Seelen, also Seelengefäße, die wir bekommen können, haben wir in dem Fall jetzt beieinander. Also, wow. Okay, sage ich auch nicht nein. Sage ich jetzt wirklich auch nicht nein. So, dann machen wir uns ab in die ewigen Ruhestätten. Unseren Nagel verbessern. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ah nein, für das müssen wir jetzt eigentlich dort alles ganz runter und von dort aus dann komplett durch. Gerade unserem Ritter noch vorbei. Zu dem kommen wir dann gerade später zurück. Jetzt habe ich sogar noch spät zurück. So, nein, da ist der Gonfer. Noch weiter runter. Hey, momentan läuft es gerade gar nicht mitspielen. So. Und da kann ich jetzt schnell durchschießen, dann sind wir nämlich gerade bei der Station zu. Und zu dir, weißer Ritter, kommen wir nachher. Also ein Ritter in weißer Rüstung. So, dann läuten wir da schnell. Wenn es jetzt Bänke sein, jawohl. Let's go! Einmal bitte wieder in die ewigen Ruhestätten zurück. Der denkt sich jetzt auch, ui, haben die das schnell gemacht. Ui. Aber ist auch gut, kann ein bisschen Muckis trainieren, dass er wieder richtig fit ist. Wenn es weitergeht. So, sitzen wir aber ganz kurz da ab. Jetzt muss ich schon schauen. Nein. Ich glaube, wir sind schon richtig. Ich muss auch gar nichts nachschauen. Den Kompass behalten wir jetzt einfach mal so bei mir. So. Hallo, Madame! Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Der Traumnagel hält jetzt 900 Essenzen in seinem Kern. Bist du über die vielen verstrickten Träume dieses Königreichs überrascht? Ja, du fängst an, sie zu sehen. Die Verbindungen zwischen uns und den Träumen, die wir zurücklassen, wir Spuren im Staub. Die Zeit ist gekommen zu lernen, wie du mit dir verbundenen Orte wieder besuchen kannst. Halte den Traumnagel fest, Träger, und stell dir vor, wie sich ein großes Tor vor dir eröffnet. Hä? Gemeistert Traumtor. Halte Dreieck gedrückt. Halte nach unten, während du den Traumnagel benutzt, um ein Traumtor zu öffnen. Halte nach oben, während du den Traumnagel benutzt, um so ein Traumtor zu reißen. Okay, wow. Ah, Traumnagel. Leuchtet so hell. Weiter so. Kehre zu mir zurück, sobald du 1200 Essenzen gesammelt hast. Dieses Königreich ist voll von alten Erinnerungen, sowohl von schönen als auch von
Grotesken. Suche sie, offenbare sie und sammle Essenz. Okay, alles klar. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das wie bei... Also wir können jetzt irgendein Tor eröffnen. Ich probiere es jetzt mal aus. Hä? Kann draufbleiben noch? Okay. Und wenn ich jetzt da runter gehe und das gegen oben einsetze... Hä? Okay. Komme ich wieder dort hin, wo ich das letzte Tor eröffnet habe? Das ist aber geil. Oh mein Gott, ist das geil. Das heisst, ich mache das jedes Mal bei einem Bänkchen zu. Und wenn ich zurück muss, setze ich das gerade wieder rein. Ich hätte das viel früher müssen machen, die Essenzen sammeln. Viel, viel früher. Ich hätte mir einiges erspart. So, jetzt ist aber die Frage, kann ich jetzt den Ritter gerade herausfordern oder brauche ich jetzt dafür die 1200 Essenzen? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, der wir jetzt auf die Spur gehen. Und ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt nochmal 1200 Essenzen her, also nochmal 300 Essenzen bekomme. Das wäre schon ein bisschen hoppig, weil wir haben keine Grabstätten mehr, außer die hier. Darum hoffen wir jetzt eigentlich, dass wir die besiegen können. Ich probiere jetzt mal etwas aus. Hä? Ah, jetzt komme ich da hin. Ach du Heilige! Das ist aber krass. Das ist jetzt wirklich krass. Ja, nein, dann geht der Weisse Ritter in dem Fall noch nicht. Das heisst, für den brauchen wir 1200 Essenzen. Aber wir haben weder noch eine Grabstätte. Wir haben nur noch einen einzigen Baum, den wir töten können. Und wir haben keine einzige weitere Grabstätte oder sonst irgendetwas. Hä? Ja, moin. Ah, jetzt sehe ich das sogar, wo mein Portal ist. Das ist in dem Fall so eine Art wie ein Portal, wenn ich das jetzt richtig auffasse. Aber das heisst, wir haben ja wirklich nirgendwo mehr ein Grab. Nein, wir haben wirklich nichts mehr. Wie komme ich denn an die 1200 Essenzen ran? Das ist hure viel. Ohne irgendein Grab. Im Abgrund sind wir ja gewesen. Irgendwo da unten sollte es noch einen schwarzen Brunnen geben. Also einen Brunnen, wo ich dann das bekomme, noch einen dunklen Sockel bekomme. Ist mir noch geschrieben worden in den Kommentaren. Den würde ich dann auch noch gerne eigentlich mal besuchen gehen. Aber ich habe irgendwo, glaube ich, mal noch einen Baum gesehen. Den könnten wir sonst mal noch erledigen. Genau da. In der Stadt der Tränen. Machen wir doch das mal ganz kurz. Stadt der Tränen ist, glaube ich, das Lagerräume der Stadt, wenn wir jetzt nicht täuschen. Dann gehen wir sicher mal den Sensenbaum noch machen. Weil jetzt geht mir langsam ein bisschen aus, was wir so machen können. Den weißen Teil vom Fragment haben wir auch immer noch nicht gefunden. Was ziemlich speziell ist. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erst mal den Baum erledigen, würde ich jetzt mal sagen. Dann lassen wir uns da nicht hetzen oder irgendetwas in dieser Art. So. Und danach machen wir uns auf zu dem dunklen Sockel. Aber ich frage mich immer noch genau, wo der müsste sein. Ich muss das mal ganz kurz schnell nachgüchseln. Das sollte sich auch in einem Brunnen befinden, weiter unten. Das ist geschrieben worden. Dem würde ich gerne natürlich nachgehen. Jetzt müssen wir aber zuerst mal den Baum noch finden. Der hat überlebt. Da gibt es noch nicht. Na cool, dass wir jetzt weniger Geo brauchten als erwartet. Ich habe eigentlich gemeint, wir brauchen viel mehr. Da ist auch kein Baum. Ich behaupte, müsste ich da irgendwo auf der Seite befinden, wenn schon. Jawohl. Nice. So, verstreut euch meine Pünktchen. So. Können wir die jetzt mal sammeln. Ich bin am Überlegen, einfach von oben nach unten anfangen. Ich glaube, das ist fast schon das Beste. Ah, da drinnen können sie sich auch befinden. Okay. Muss ich sowieso gerade nochmal runter. Sohle. Bam. Mir ist gerade eingefallen, wo sich eigentlich noch so könnte ein Traumkampf befinden. Ist mir jetzt wirklich gerade einfach so neben Pino eingefallen. Ich habe ja mal gegen noch einen gekämpft, wo wir schon besiegt haben. Ich würde sagen, ich versuche es nicht zu erklären, sondern ich zeige es dir nachher ganz kurz. Ich sage, wir sammeln jetzt wirklich gemütlich zuerst die Essenzen ein und nachher machen wir uns auf den Weg zu ihm. Es könnte gut möglich sein, dass wir von dem nämlich dann auch nochmal... auch noch genug Essenzen würden bekommen. Um den Nagel endlich mal auf 1200 zu bringen. Das sollten alle gewesen sein. Jawohl. Das sollten, wie es aussieht, alle gewesen sein. Können wir ja schnell güchseln. Jawohl. Nice. Dann haben wir das auch erledigt. So, und jetzt könnte ich ja eigentlich, weil jetzt mir das blöd ist, da alles aufwärts zu gehen, könnte ich jetzt eigentlich so machen.
Und mal schauen, funktioniert das jetzt wirklich, egal wie weit ich weg bin? Das ist so geil. Das ist jetzt wirklich einfach geil. So, dann würde ich sagen, müssen wir direkt mal auf Missmund und dann zeige ich euch mal, welchen Kampf ich gemeint habe. Der ist einfach ziemlich schwierig. Oder der ist wirklich ziemlich schwierig. Ich bin ja wirklich ein bisschen am Verzweifeln gewesen in dem Kampf. Aber ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und dann wissen wir nämlich schon mal mehr. Wir gehen direkt mal auf Missmund. Und von Missmund her müssen wir dann abwärts. Und dann haben sie dort so die 3 komischen Teile gehabt, die wir getötet haben. Also meine Spinneli haben sie getötet und ich bin dann in den Traumkampf reingegangen. Jetzt schauen wir mal nach, ob das genau funktioniert. Ob das überhaupt noch funktioniert. Gegen die überhaupt zu kämpfen, weil das wird schwierig. Ich freue mich jetzt schon nicht. So, was ich jetzt sicher mal mache, ist der da. Ich tue unser Portal nämlich... Nein, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich muss gegen oben drücken, um das Portal zu öffnen. Mann, der war dumm. Hups. Hoppla. Hoppla, hoppla. Mann. So. Das heisst, dann können wir direkt eigentlich wieder unseren Hirsch verrufen, dann das gleiche gerade nochmal von neu. Also gegen oben drücken und Traumnagel benutzen, um das Portal zu machen. Oder Wegkreuzung. Dann bin ich halt in der Wegkreuzung. Wegkreuzung ist, glaube ich, sogar ein bisschen näher. Dann lassen wir das mal so stehen. Ich will schon schauen, ich glaube, das sollte sogar näher sein. Es könnte wirklich sogar näher sein. Ich würde sagen, machen wir das Portal. Nice, jetzt haben wir hier nämlich gerade direkt das Portal beim Bänkli. Egal was passiert oder egal wo wir sind, wir kommen direkt neben das Bänkli und sind bei einer Station zu. Das ist natürlich ziemlich nice. Oh, der lebt noch. Dass der das überlebt hat. So, oder? Kompass nehme ich jetzt einfach mal mit. Und dann müsste ich, glaube ich, genau da durch. Dann sollte da schon mal richtig sein. Hey, wenn es explodiert, ich sehe ihn einfach nicht. Das ist wirklich der Nachteil an dem Ganzen. So, ich glaube da oben drinnen, wenn ich mich jetzt täusche. Dann kommen wir jetzt gerade so drüber. Jawohl. Jawohl. Bin ich richtig? Hä? Bin ich richtig? Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, da bin ich falsch. Da bin ich an den Dings geholt. Der eine Sockel, die Würmli, die wir jetzt bei uns tragen. Dann müsste ich aber... Oh! Selbstmordkommando. Ich wollte schon schauen, dass ich mein Leben anfülle, bevor da meine Teile die alle wegnehmen. Genau. Irgendwo da sollte das gewesen sein, aber wo? Da oben drinnen? Ist das da oben drinnen gewesen? Wo sind die gewesen? Mann, wo sind die gewesen? Irgendwo da verstecken sich nämlich so ein paar Lölis und eine Leiche. Da! Wir haben sie gefunden! Jawohl! Jawohl! Dann let's go! In den Kampf hinein! Gut, jetzt wäre eigentlich fast gescheiter gewesen, das Portal dort anzustellen, weil dann hätte ich... Ja, das wäre wahrscheinlich sogar fast gescheiter gewesen. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. So. Nein, da gibt es nämlich eine Abkürzung. Diese hier. Muss ich nicht alles rundherum gehen. Genau. Und jetzt kämpfen wir wieder gegen die. Okay. Jetzt muss ich mich nur schon ein bisschen daran gewöhnen, was der so für Attacken hat. Ah, jetzt. Boah. Ich sage, der ist übel. Der ist übel. Und meine Explosionen lassen mich dazu zwingen, dass ich einfach gar nichts sehe. Ne? Aber ich will sagen, gerade nochmal. Ich glaube, bei dem muss ich mich jetzt einfach zuerst mal ein bisschen daran gewöhnen, was der so macht. Ich habe jetzt halt mehrere Strategien versucht, einmal durch ihn durch. Entweder eher ausweichen. Das sind halt so die Fragen über Fragen. Geht das so drüber schiessen? Ah, das geht ja auch. So. Versuchen wir es direkt nochmal. Hä? Der hat ihn nicht mal geschlagen und ich habe Schaden bekommen. Okay. Nein, aber das ist, ja. Der wird, ziemlich schwierig. Gerade nochmal neu. Also in ihn reinlaufen kostet mich 2 Leben und sonst alles kostet mich auch ziemlich viel Leben. Aber ich würde sagen, wir probieren es jetzt nochmal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit auf Abstand. Wieso hat er mich verwünscht? So.
sollte da nichts verwischen. So, jetzt gehen wir schon. Ah, nein, jetzt ist gerade ein dummer Moment gewesen, zum Runtergehen. Mann, nein, das ist übelst. Hoppa, hoppa. Hey, 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 hey. Hui, 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 hui. Mann. Wie soll ich den besiegen? Der ist ja abartig. Ich glaube, der könnte uns aber jetzt wirklich die letzten Essenzen bringen, die wir brauchen. Und darum wäre es, glaube ich, wirklich praktisch, wenn wir dem Eis auf den Keks hauen. Ich probiere es jetzt noch einmal und sonst suchen wir uns... Ich bin wieder in ihn reingelaufen. Denn die Metroid schauen, man muss auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Nein, schon wieder tot. Hey, das ist ja... Der Typ hat ein Rad ab. Der hat so einen Rad ab. Und er macht halt auch wirklich immer dermaßen groben Schaden. Das muss man ihm einfach lassen. Ich glaube, für den bin ich einfach zu schwach. Ganz ehrlich, ich glaube, da musst du Skillplayer hoch 1000 mal 1000 sein. Das bin ich einfach nicht. Das bin ich einfach nicht. Wir haben ihn ja wirklich schon mal besiegt. Aber auf dem Level, wo er jetzt gerade momentan kämpft, keine Chance. Keine Chance. Also ich nicht. Vielleicht eben andere Spieler, die da weiss nicht wie krass unterwegs sind, aber für mich ist das einfach zu schwierig. So, dann sind wir da wieder zurück bei unserem Bänkchen. Das Portal ist einfach geil. So, weil uns fehlt aber immer noch das eine Fragment da, das da. Weißen Talisman. Das Einzige, was uns jetzt noch übrig geblieben ist, ist mal nochmal ins Kolosseum gehen. Weil sonst hat es keine Grabstätte, nichts mehr. Außer da, wo wir jetzt waren. Da drinnen. Ist ja sehr speziell, dass man da angezeigt wird. Was mir halt irgendwie noch fehlt, sind Maskenteile. Aber ich wüsste nicht wohin. Ich muss das Lexikon aufschlagen von Hollow Knight, um da wieder weiterzufinden. Zum wirklich weiterfinden. Aber ich würde sagen, wisst ihr was? Ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg ins Kolosseum. Jetzt muss ich gerade schon überlegen, Station des Königs, glaube ich. Jawohl. Ich glaube, Station des Königs. Ich würde mal sagen, wir machen uns auf den Weg zum Kolosseum, dass wir dort mal neue Versuche starten. Wir haben jetzt wirklich sehr viele gute Sockel dazu bekommen. Und... können dann mal versuchen, ob wir jetzt im Kolosseum nochmal überstehen. Und ich versuche dann mal bis zum nächsten Folge mal das Lexikon ausschlagen. Zum Wissen, wo wir jetzt dann ein paar Maskenteile bekommen und so weiter. Durchschießen geht am besten, jawohl. So. Genau, und dann machen wir das so. Dann versuchen wir lieber nochmal den... da irgendwie das Kolosseum zu schaffen. Mit unseren Glühwürmchen. Weil das mal könnten wir es irgendwie wirklich gut anbekommen. Ah, da nicht alles auf, genau. Da bin ich immer so verwirrt bei dieser Strecke. Immer so verwirrt. Nein, aber doch nicht da. Mann, das ist mir, glaube ich, das letzte Mal schon passiert. Nein, nicht ganz oben, genau. So, wie komme ich jetzt da rauf? So, da rauf, da rauf. Dann kann man da rauf, muss man da hinten durch. Okay, wie es aussieht, muss man da irgendwie hinten durch. Machen wir doch das. Also wenn ich mir das anschaue im Vergleich zu dem, wie wir am Anfang unterwegs sind und wie wir jetzt unterwegs sind, sind das aber wirklich schon wirklich dramatische Unterschiede. Bin ich auch ziemlich stolz drauf. Und das Kolosseum müssten wir ja sowieso noch anbekommen. Ah, Jägerli. So. Mann. Nice. So. Jetzt da durch, genau. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber der einzige Nachteil an diesen Explosionen, man sieht einfach plötzlich nichts mehr. Das ist wirklich der grösste Nachteil an dem Ganzen. Weil sie halt wirklich alles so verbergen durch die Explosion durch. Ich versuche jetzt einfach mal geradeaus rauf. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube es einmal schon. Genau, jetzt habe ich wieder nichts gesehen. Jetzt habe ich einen Schaden bekommen. Aber durch auch das Gefäß, das wir jetzt mehr haben, kann es wirklich gut möglich sein, dass wir das jetzt gut anbekommen. Mal schauen. So.
von dir hau ich ab. Du bist nervig. Du bist einer von meinen Hassgegner. So ein richtiger Hassgegner bist du für mich. So, wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. So, dann können wir noch ein bisschen Geo einsammeln. Das ist auch nice. Das ist nice. So, die überspringen wir. Muss ich jetzt da rauf? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich muss da drüber. Oh, oh, oh. Ja, lieber die verwünschen als die Explosion. Die nimmt nämlich viel mehr Schaden. Aber ich behalte jetzt mal meine Seele bei mir. Bin ich richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Jawohl. Schiessen wir schnell da durch. Ich glaube, jawohl, da sind nämlich ein paar unterwegs. Und jetzt sind wir schon wieder zurück. Im Kolosseum. Nice. Nice, 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 nice. Aber dann würde ich sagen, wir gönnen uns ein wunderschönes, gemütliches Päuschen auf dem Bänkli. Und dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nämlich wieder in der nächsten Folge, wenn es heisst, eine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke mal fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.